Sonntag, auf dem Weg nach Memmingen. Heute wollen Klaus Niedermeyer und seine Mitstreiter wieder loslegen. Er ist der Präsident der Barber Angels Brotherhood. Das sind Friseure, die etwas bewegen wollen. Treffpunkt, der Parkplatz gleich neben der Christuskirche. Angefangen hat alles vor 6 Jahren. Ich war geschockt, dass in Deutschland jemand auf der Straße erfrieren muss. Und habe mir überlegt, okay, kann es an den Haaren liegen, dass die Frisur den Mensch von vorne weg etwas ausgrenzt, weil dieser Service er sich nicht leisten kann. Und da war mein Ansatz, habe ich gesagt, komm, schenke den Menschen Würde, Ansehen und Selbstvertrauen zurück mit einem Haarschnitt, damit sie sich auch wieder besser in die Gesellschaft hineinschmelzen können. So, hallo! Hallo miteinander, darf ich dich umarmen? Ja, klar. Grüß dich. Alles gut? Wiedersehen mit Barber Angel Niki Prasidou aus Kaufbeuren nach 3 Monaten Corona-Pause. Ich auch. Wir sind ja einige heute. Ja. 17? 17 Engel. Wow. Trotz eigener finanzieller Einbußen will sie weiterhelfen. Das freut mich. Klasse. Ich habe eine Fähigkeit und kann somit ein Stück weitergeben. Und ich finde halt, dieses persönliche Geben ist besser, wie irgendwo zu spenden, wo man gar nicht weiß, wo es hinkommt. Und wenn jeder seine Fähigkeit ein Stückchen weitergeben würde, wäre es viel einfacher. Jeder hat sein eigenes Werkzeug dabei. Inzwischen gibt es europaweit 436 Barber Angels. Das sogenannte Orga-Team bereitet die Einsätze vor. Alle reisen auf eigene Kosten an. Ihr Markenzeichen schwarze Kleidung und Lederweste. Das Outfit soll sie ihren Kunden näher bringen. In Memmingen werden die Barber Angels schon erwartet. Etwa von Karl, dem Landschaftsgärtner. Ja, bei uns ist es so, also ich arbeite am Gartenlandschaftsbau. Und da haben wir im Winter immer wenig Arbeit oder momentan fast gar nichts. Und dann ist halt auch ein bisschen das Geld knapp. Und dann bin ich da über so eine Möglichkeit auch ganz froh und glücklich. Ich kriege volle Erwerbsminderungsrente und dann habe ich Grundsicherung. Und ja, das ist halt knapp zum Leben. Ja, ich freue mich natürlich. Und wie? Ja, das ist super. Die Haarschneideaktion ist ein Angebot der Vesperkirche, eines Projekts von Kirche und Diakonie. Sozialarbeiterin Manuela Walcher hat die Friseurgutscheine verteilt. Also bei den Barber Angels ist es so, dass man absolut einen ganz niederschwelligen Friseurtermin hat. Also man muss sich gar nicht komisch fühlen, wenn ich wenig Geld habe, keine saubere Kleidung habe. Und die Barber Angels vermitteln durch ihre Art und durch ihr Auftreten einfach, dass jeder Mensch eine Würde hat und geben ihm auch so ein Stück weit die Würde zurück. Und ich finde auch so ein Stück weit eine Identität. Wie viele Bedürftige werden wohl zum Haareschneiden kommen? Und das war's. Jetzt kommt nur noch der Kunde in den Mittelpunkt. Ein bekanntes Gesicht. Nein, jetzt freue ich mich schon, dass wieder da bist, gell? Jetzt freue mich. Er nennt sich Wurzel-Tommy, ist YouTube-Musiker, gerade ohne festen Job. Was machen wir heute? Ein bisschen kurz machen und der Bart auf 180 Grad stutzen. Also du weißt wieder so CC Aber- Top-mäßig, Also schon, dass was dran ist am Bart, nicht ganz wegmachen. aber nicht mehr so abgeschnitten und sondern alles gleichmäßig. Ja, kurz. alles gleichmäßig. Okay, jetzt machen die richtig schön, gell? Ja, okay, ich vertraue dir. Jetzt kriege ich eine Waschhaube auf. Klaus Niedermeyer kennt ihn schon vom letzten Einsatz in Memmingen. 2 Jahre ist das her. Zuerst die Waschhaube, darin Flüssigkeit mit Desinfektionsshampoo. Eine praktische Hilfe, da sie keine Waschbecken zur Verfügung haben. Und auch der Spiegel kommt erst zum Schluss. Tommy muss also erst mal vertrauen. Er hat jedes Mal seinen besonderen Wunsch, wie er sein Outfit für sein zukünftiges Jahr gestalten möchte. Und dieses Mal hat er mir die Freiheit überlassen, ich soll ihn gestalten, dass er halt rüberkommt wie ein Rockstar. Jetzt ist aber erst mal die Mähne von Landschaftsgärtner Karl dran. Auch sein Bart soll ab. Friseur Uwe Pichel aus Neutraubling liebt solche Totalverwandlungen. Also es ist schon, wenn man dann von Oktober bis jetzt ein halbes Jahr nicht mehr beim Friseur war, da wächst man schon zu. Also passiert was, wenn da was weggeht. Schnauze leicht dran, gell? Das ist ein bisschen. Das ist so wie nennt man das beim Rasen? Vertikutieren. Ja. Wie wohl Karl nach seinem Friseurtermin aussehen wird? Niki Prasidou gibt gerade Styling-Tipps.
Aber ich denke mir immer, ich bin in dem Alter, wo man sich nicht so traut. Doch, das können Sie auf jeden Fall. Umso flotter schaut es dann aus. Ja? Und vor allem bei Ihren feinen Haaren. Also ich versuche immer, meinen Gast zu fühlen. Ja, was möchte er da? Man merkt es auch in der Art, wie er redet oder wie er sich benimmt. Ich fühle einfach mit und gebe einfach das Gefühl, was der Gast dann in dem Moment braucht. Zurück zu Tommy. Der 48-Jährige hofft, dass es jetzt beruflich wieder bergauf geht. Ja, also Auftritte kommen auch wieder so langsam. Na, Corona, gell? Corona und so, aber es kommt schon wieder. Ja, man muss schon anstrengen, sagen wir so. Gut rauskommen, gell? Beim letzten Friseurtermin war er gerade auf Wohnungssuche. Hast du jetzt eine schöne Wohnung gekriegt, oder? Noch nicht ganz, aber ich hatte mal vor, wegzuziehen. Aber wohin, weiß ich halt nicht. Ja. Du musst bloß ganz ruhig bleiben, Tommy, gell? Ich probier's. Wurzel Tommy hat den Barber Angel gebeten, die Frisur mit seinen Initialen WT zu krönen. Initialien sind jetzt. Wow. Warte mal, holst du mal so? Ich sehe das Spiegel. Boah. Ja, da können die Mädels kommen. Man fühlt sich halt ganz anders. Ja? Als wäre man, ich bin jetzt 48, aber ich fühle mich wie 20. So, Hammer. Ja? Also ich finde es toll, was die machen für eine Aktion hier. Und das einmal im Jahr. Ich finde das ganz super hier, auch die Vesperkirche und die Aktion auch hier. Ich finde das Weltklasse. Ja, einfach super. Wieder bei Manuela Walcher. 400 gespendete Essen wurden heute verteilt. Im Moment ist es so, dass die gestiegenen Energiepreise die Menschen, die wenig haben, sehr belasten. Und dabei meine ich nicht die Menschen, die jetzt unbedingt Arbeitslosengeld 2 erhalten oder Wohngeld, sondern die so ein bisschen drüber liegen, um staatliche Hilfen zu beziehen. Also da merkt man es. Und auch jetzt in der Vesperkirche haben wir wesentlich mehr Bedürftige, die unser Angebot dieses Jahr wahrnehmen. Andrang auch bei den Barber Angels. Moment mal. Ist das nicht der Landschaftsgärtner? Ja, wie ich gesagt habe, oder? Passt schon, gell? Nein, das haben sie wieder super gemacht. Sagenhafte Aktion. Und da ich heute Geburtstag habe, ist das gerade dann noch ein Geburtstagsgeschenk. Danke, danke. Endspurt beim Haarschneidemarathon. In 2 Räumen wird gleichzeitig gestylt. 3 Stunden sind für die Aktion eingeplant. Am Ende kommen mehr Leute als erwartet. Keiner wird abgewiesen. Es war eine wirklich gemütliche, tolle, schöne und auch emotionale, tolle Arbeit heute wieder, wo mich ein paar Mal wieder schwer gerissen hat, gell, vor Mitgefühl, wenn man so die Geschichten hört manchmal. Ich bin immer sehr, sehr geflasht von so einem Einsatz wie heute. Zum Schluss das gemeinsame Mittagessen. Fast schon wie ein großes Familienfest. Und wie viele Hilfsbedürftige konnten Sie heute glücklich machen? Wir haben halt innerhalb von 3 Stunden über 60 Menschen die Haare geschnitten. Über 60, das ist halt schon eine Hausnummer. Vielen Dank an die Orga Angels, die war hervorragend. Ohne Orga Angels können wir Schneideengel nicht so präzise schaffen. Also danke an die Orga. Also in dem Sinne, herzlichen Dank, lasst's krachen. Die Barber Angels sind zurück. Eine gute Nachricht für alle, die ihre Hilfe dringend brauchen. Open End. Die Letzten tragen die Stühle rein.